Shalom Aleichem. Dem 26. Januar 1888 in Brisk de Lite ist geboren geworden der Prosaiker, Dichter und Essayist Menachem Boreisho. Sein Nomen von Dreim ist gewesen Goldberg. Wie ein Schreiber hat sich beim Munib hintergeschrieben Menachem, aber später Araber auf sein Mames Nomen Boreisho. Sie lieb seine Kränklichkeit in der frühen Kindheit, ist in Cheder nicht gegangen, nur gelernt sich bei seinen Taten und dennoch in der russischen städtischen Schule. In 1905 kommt in Warsche und besucht Peretzen mit der Heft Lieder. Etliche von sie hat Peretz abgedrückt in der Weg. In Warsche wird Menachem ein ständiger Mitarbeiter von der Tugzeitung Heint und das Idische Wocheblatt, wo direkt Artikeln wegen Theater und Feuilletonen. In 1914, in der Zeit von der ersten anti-idischen Boykottbewegung in Polen, hat Menachem umgeschrieben sein Poeme Polen, wo bringt zum Ausdruck die verbitterte Gefühle von dem Mechaber gegen den britisch-antisemitischen Polen. Beim Ausbruch von der Ersten Weltmilchume verlässt Europa und kommt in Amerika. Eine gewisse Zeit gearbeitet in der Zeitung Tug und andere Ausgaben. Zusammen mit Moshe Leib Halpern lässt heraus dem Sammelbuch East Broadway. Schreibt Lieder, Erzählungen, Abhandlungen wegen Theater. In den 20er wird der Haupt von der jüdischen Presseabteilung beim Joint in Neptun unterschreiben seine Werk mit dem Namen Boreisho. Zu jenen Jahren gehören seine Werk Savel Riemer, der Gilgul und andere. Wie ein Mitarbeiter von der kommunistischen Freiheit verlässt die Redaktion zulieb die pro-arabische Abschätzungen, was die Zeitung hat gegeben mit Koyach dem antisemitischen Pogrom in Palästina in 1929. Auf die 30er Jahren fällt uns der Aufblick von seiner schafferischen und journalistischer Tätigkeit. Arbeitet wie ein Lehrer in Boston und in 1933 bekommt eine stabile Stelle in einem amerikaner-jüdischen Kongress bis im Jahr 1947. Nachdem kehrt sich wiederum in Tog, wo hat ungeheben seine Karriere in Amerika. Dem 12. Februar 1949 ist Menachem Boreisho gestorben in New York, im Alter von 69 Jahren. In der Jurarim, in dem Verlag Matunis, ist erschienen sein Buch Durch Deures mit seinem letzten, zumal nicht verändigten Werk.